Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Marco, Edith, Früha, Ülan, Greta, T. Push, push, push. So tönt es eben in den Geburtenhäusern. Das Bundesamt für Statistik vermeldet 89.400. Nein, das sind nicht Fallzahlen, sondern eher die Balzzahlen. 89.400 Geburten hat es 2021 in der Schweiz gegeben. Also so viel wie seit 50 Jahren nicht mehr. Und das im Federn seine Kinder noch nicht einmal mitzählt. 2020 doch nicht so einen richtigen Lockdown gesehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, seit Benissimo nicht mehr am Samstagabend läuft, haben Herr und Frau Schweizer eben wieder Zeit für Sex. Also so richtige, nicht der Benissimo-Telefonsex. Guten Abend, Frau Schlegel. Guten Abend. Sind Sie froh, dass ich anrufe? Aber ist ja super. Kinder sind ja unsere einzige Chance, dass die Welt doch nicht ganz an den Arsch geht. Der oder die werden das sicher nicht bekommen. Und der schon gar nicht. Deswegen Gratulation an alle Mütter draussen. Ottmar, Fatuma. Gar nicht so ein gutes Lied auf die Mutterschaft singen kann die grünliberale Nationalrätin Katrin Bertschi. Oder besser gesagt, auf den Mutterschaftsschutz. Das Bundesgericht hat nämlich entschieden, dass die Nationalrätin ihren Mutterschaftsurlaub abgebrochen hat, weil sie ihr Abstimmungsrecht im Parlament wahrgenommen hat. Tatsächlich müssen Parlamentarierinnen wählen, ob sie demokratischen Pflichten nachgehen wollen und den Abstimmungsknopf im Bern drücken oder ob sie weiter eine Mutterschaftsentschädigung erhalten wollen. Warum hat die Nationalrätin Bertschi unbedingt ins Parlament müssen? He? Sie hätte sich ja auch einfach vertreten. Shouldn't you be working? I got someone to cover for me. Das ist schon noch unfair, wenn Parlamentarierinnen den Urlaub abbrechen müssen und so ihre Erwerbsgelder riskieren, dürfen die Parlamentarier ihren Vaterschaftsurlaub unterbrechen. Es ist zum Erbrechen! Ob das durchkommt, hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele Parlamentarierinnen gerade Mütter geworden sind, könnte ich mir vorstellen. Aber lustig ist es eben schon. Das Bundesgericht hat also entschieden, dass Abstimmen in Bern als volle Erwerbstätigkeit gilt. Man wird also dafür bezahlt, wenn man ab und zu auf den roten Knopf drückt. Erzählt das bitte nicht dem Putin. Push the button for the Russian Federation.